Ich bin schon ganz froh, dass ich kann über den Wurstum schwätzen, besonders über den unkontrollierten Wurstum, den wir die letzten Jahre hatten, dann für zu präzisieren über den unkontrollierten Bevölkerungswurstum, weil das schließlich den, wo es geht. Ich will auch dazu betonen, dass für rund 3 Jahre hatte mehr als wie 2050 als Ziel gesetzt, den unkontrollierten Wurstum zu thematisieren und an die öffentliche Debatte heranzusetzen. Da zu derselben Zeit wird das auch angefangen und das reicht auf die Initiativen hin, wo das ein Thema ging, also in der öffentlichen Debatte, also viel drin, könnt ihr nur gucken, als ganz wenig darüber geschwärzt, mit Ausnahme vielleicht von Movie, den der mal heinst du geschwärzt wird. Praktisch alles Probleme hier am Land von einer Ursache, das ist ein unkontrollierter Wurstum. Ein ganz gutes Beispiel ist, das hat man gesehen, all der beim Verkehr. Wir haben pro Jahr praktisch 20.000 Leute mehr am Land, das sind da 13.000, die beikommen durch die demografische Evolution, Migration und Geburtenüberschuss, und dann errenkt 12 Frontalien. Ich meine, das klar, dass wenn so ein Zahl, was so hält, dann geht es nicht mehr durch mit den Infrastrukturen, die wir haben. Wenn ich Zahlen kann nennen, das so 13.000 Leute pro Jahr, die beikommen, da möchte Bevölkerungswachstum von ungefähr 2,3% pro Jahr. Wenn ich lo 4 gefrechten und gewesen mir vor weiter mit 2,3% pro Jahr, da sind wir am Jahr 2050 zu über 1,2 Millionen Affen. Und so weiter geht viel lo. Tisch wie 100 Moment, etwa die nennen der Demografie eine Bevölkerungsexplosion, eine Explosion demografik, die daneben die Probleme mit sich bringt, Velo de Verkehr, andere Probleme dann, die man fanden natürlich, das dann die Umwelt, Zubetonierung an letzten 30 Jahren, als hier am Land mehr Fläche so betoniert gehen wie an denen 2000 Jahren für drun mit den Infrastrukturmangel, es fehlt da ist mit Probleme mit der Wasserversorgung, mit Probleme kriegen wir immer mehr mit genug Betten an die Kliniken. Wir müssen alle Jahre für Nutzen kommen, die ganze Lycée bauen für 1500 Schüler, die ganze Lycée kostet 100 Millionen Euro. Wir müssen die Lycée besetzen mit Profen, wir haben einen Mangel Personal, wir haben nicht genug Schulmeister, wir haben nicht genug Polizisten, wir haben nicht genug Soldaten, wir haben nicht genug Richter und so weiter und so fort. Wir haben ein Problem natürlich auch mit Wohnungen. Eine Wohnungsnot kann ich so, die am Anfang dadurch entsteht, nicht unbedingt, weil Dörfer kleiner ist, aber am Anfang, weil die Nachfrage immens stark ist. Und die Nachfrage kommt natürlich durch den starken Wachstum. Und das Problem ist den, dass man einen Konkurrenzkampf von, wo dann die Schwerteren leiden, weil die müssen dann eventuell über die Grenze gehen, da gehen zu Frontalien, während es dann ersetzt gehen durch eine mehr isolierte Population, für das man im ganzen Land ein Phänomen von der Gentrifikation auf Kosten von denen Schwachen. Weiter frohe stellen sich, wie gesagt, am Zusammenleben. Wenn wir so weiterfahren, da werden wir ganz schnell an einer Minorität sind. Da sind wir mal, Männer, ich fortschritt nicht zu beholen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie will man heute zusammenleben? Und ich meine, wenn ihr gesagt, wie die Tendenz ist, da lebt das mehr drauf raus, dass man dann lernt, den leben und nicht mehr, modern leben. Trotzdem wirst du immer einen starken Defizit am Budget, was eigentlich nicht zu verstehen ist. Aber wenn ihr Kind so ein Jahr mehr leistet, wir brauchen die Wurst, für die Rente können zu bezahlen. Ich meine, da ist es so, dass das just das Problem noch Hanne verlagert. Wenn wir 400.000 Leute hautstag schaffen, dann haben wir dann, brauchen wir die, für die Pensionen zu bezahlen, werden wir 1 Million Leute brauchen und so weiter und so fort, sodass wir da in einer Wurstumsspirale sind. Und am Endeffekt werden als Kanner die Probleme müssen lesen und das werden sie nicht fertig können bringen. Dafür muss man los schon wie weit denken. Wie gesagt, ist also der Wurstum die Ursache von ganz vielen, von den meisten von unseren Problemen. Aber wie kann ich da aussetzen, für eine Lösung zu finden? Der Punkt ist den, für was tun wir das? Wir schaffen pro Jahr hier am Land ungefähr 15.000 Arbeitsplätze. Wir brauchen natürlich auch Arbeitsplätze. Trotzdem bringen wir es nicht fertig, für Arbeitslose da unterzubringen. Wo ich auch mal Frage stellen. Wir haben aber par rapport zu den 15.000 Arbeitsplätzen, die wir schaffen, just 6.000 Kanner, die an einem Jahrgang bei uns auf Feld kommen und aus der Schule rauskommen, sodass wir also bei weitem geht und nicht durch, sodass wir angewiesen sind, ob Frontalien an eben darauf für Leute auf Lützeburg zu delokalisieren, für dann hier die Arbeitsplätze anzuholen. Aber genau da muss ich eben dann anfangen, sich vorzustellen, muss man wirklich all Betrieb
wie viel Druscher gesot heier Plötzlich ranhöllen an den zentrale Punkt, dass den wir förderen und die wir werden auch umsetzen, dass man eng Impaktstudie mache bei all Betrieb, die der Plötzlich könnt gucken, wat aus ënner dem Strich für reist du positiv, aber das negativ. Wann negativ was, da soll uns net kommen, wann positiv was, da soll uns kommen. Ich will auch konkret Beispiel gehen, wann du ein Betrieber Plötzlich willkommen. An den profitéiert schon heideget schon gelackelt durch steuerlich Vierdeler, der Tisch den bezielt eventuell wenig Steuern, die stellt dann Leid an, die sowieso nicht aus dem Land sind, die also muss nach Frontalien sicher gehen oder Leute delokalisieren und plus bezielt den Leid dann den Mindestlohn. Der Tisch du hast den unter dem Strich negativ, weil die Leute bezölle bar kein Steuern. Die bezölle wenig Kotisation, auf der anderen Seite muss der Staat für die Leute Kammergeld buchsen und so weiter und so fort, Krankheits- und nur Pensionen bezahlen. So dass es finanziell für uns ein negativ Geschäft ist. Und da muss ich natürlich auch nach die Sache gucken, umwelttechnisch, verkehrstechnisch, sozial, ob das Sinn macht. Aber wenn keinen Sinn macht, dann muss man auf keinen Fall die Betriebe encouragieren, dann müssen da gucken, dass die dann nicht kommen. Gleichzeitig geht es dann darum, für so, dass man abhalten, man ein Gießkannenprinzip zu schaffen, und dass man, das machen wir am Programm eigentlich, wir versprechen, ob ich der Fall kein Kadoen, aber wir versprechen zum Beispiel auch kein Steuer an Rufsetzungen. 1 Million Leute machen als Lebensqualität hier im Land ob lang. Die kurzfristige Zeit, wo das soll geschehen, Futti, und 1 Million Leute leben Heiland nehmen, und nicht wie Mathe nehmen, und dafür ist für uns klar, wir wollen gehen, und wir werden alles dafür machen, dass wir nicht so schnell so weit kommen.